die Damen und die Herren, der Budgetsrapporter, die nur das so ein ganz interessanter Rapport gestellt gemacht und nicht einen Akzent auf das Zusammenleben in unserer Gesellschaft gelöst. Und dafür soll man ihm vielmals merci. Das ist ein eminent wichtiges Projekt, ein eminent wichtiges Sujet. Ich schwätze von Integration, von Inklusion, von sozialer Gerechtigkeit als einem zentralen Element vom Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich muss so mitteilen, ganz viele von denen Ideen, und das ist natürlich ein ganz schön sehr von der Seite der Partei übergreifend, aber all die Nationen rundherum, die menschliche Solidarität, aber ein Konsensus hier am Haus fanden. Das ist also ein ganz interessant Rede gewesen, und dafür ein merci. Und aber, bei allem Respekt, die prioritär froh vom Blick, als doch die, wenn wir ökonomisch können kommen oder zu evaluieren. Als Land steht für enorme Probleme. An dem Budget als wichtig zentral wirtschaftliches Steuerungsinstrument muss sich prioritär die Situation kümmern. Dämpfrohe bei den Firmen und bei den Konsumenten weisen, dass sie echt pessimistisch an Zukunft gucken. Die Gefahr von einer Rezession in Westeuropa ist ganz groß. Und wir können als kleines Land ganz sicher an so eine Negativdynamik zugehen. An der Situation muss es kein Wert, den Kopf an den Sand zu stechen. Wir müssen die Situation klar erkennen, ehrlich benennen und resolut fachändern. Wir spielen als ADR nicht mit der ökonomischen Situation im Land, nicht mit unserem Wohlstand und nicht mit unserer Zukunft. An Europa gibt es am Blick zwei Kriege. Einen zwischen Russland und der Ukraine und den ökonomischen und finanziellen Krieg von der EU gegen Russland in Form von Sanktionen. Die zwei Kriege haben enorme Auswirkungen auf uns, hauptsächlich über Inflation, über Lieferschwierigkeiten und vor allem über eine selber hervorgerufene Energiekrise. Die Kosten von diesen Kriegen sind überhaupt noch nicht aufzuschätzen. Auch wissen wir heute nicht, wie der Krieg an der Ukraine militärisch ausgeht. Sicher ist es, dass wir ökonomisch schon enorm viel verloren haben. Weltweit gesehen sind Europa und Lützeburg immer mehr kompetitiv und immer mehr attraktiv. Wir stellen fest, dass Männer in Europa investiert wird, dass viele Unternehmen faillitt machen und dass es eine Desindustrialisierung in Europa gibt. Viele Unternehmen verlieren ihre Produktion auf einer Platz, DAX auch an die USA. Den neben China und ein paar urländische Monarchien am Nahen Osten die größten Gewinner von diesem Krieg sind. Los mal es nicht viel machen, selbstverständlich die Ukraine, aber auch die Europäische Union haben am meisten verloren. Die prioritär und existenziell wichtige Herausforderung für die EU und für unser Land, das ist also für unsere Kompetitivität und unsere Attraktivität so sehr wie möglich zu etablieren. Wir freuen uns, dass an der internationalen Politik sich immer mehr weist, dass es keine Alternative zu Verhandlungen gibt. Auch der amerikanische Präsident weist löserlos die Ansicht. Denn Herr Macron will Verhandlungen proposiert sogar Sicherheitsgarantien für Russland. Wir als ADR goufen mit unserer klaren Haltung für den Frieden, für Verhandlungen gegen den Krieg bannen und an der Presse kontinuierlich kritisiert. CSV, LSAP und andere haben uns all Mögliches reprochiert. Dabei ist es nach höchstens eine Sache von ein paar Monaten, bis auch Sie angesehen, dass es keine Alternative zu Verhandlungen gibt. Just so wir als ADR, dass wir enorm viel menschlich Leid und Misere hätten können evitieren, wenn wir direkt schon im Februar den Weg von der Vernunft gegangen wären. Die ADR hat aber selbstverständlich alle Hilfsmaßnahmen für die Leute und für die Unternehmen hier im Land unterstützt und möchte das auch führen. In dem Sinn will ich auch heute direkt eine Motion handeln, Herr Präsident, weil es geht uns darum, dass wir die Konsequenzen von den Dieselsanktionen, die am Februar nächstes Jahr in Kraft treten, dann ist ja kein Import von Diesel mehr aus Russland möglich, weil Text wahrscheinlich zu einem größeren Preissteuerrecht vom Diesel hier im Land feiert und das ist ganz bedeutend für Privatpersonen, aber auch für Transporter, Logistikwesen und für unsere Agrikultur, dass die Regierung das dann auch voll kompensiert. Merci, Herr Kartheiser. Also zu den Hilfsmaßnahmen stimmen auf jeden Fall. Wir wissen aber auch, dass wir als das nicht mehr lange können leisten, ohne die Verschuldung auf über 30% vom Bruttoinlandsprodukt fußen zu lassen. Auch da muss wir so sehr wie möglich nicht an eine Normalität zurückkommen. Das schuld, dass die Regierung als nicht schon wo sich aus Prävisionen liefert, was Konsequenzen auf unser Budget wären, wann der Krieg an der Ukraine nach Milan soll dauern, und wann durch Sanktionspolitik als Notbeschländer an eine Rezession sollten herrutschen.
Die Regierung möchte an dieser Krise eine Navigation à vue am Platz proaktiv zu probieren, all Schuld von unserem Land wegzuhalten. Sie malt die Situation nach schön, weil sie geht am Budget von 2% Wachstum aus, weit mehr wie den FMI oder die EU als nach zutrauen. Madame Finanzminister de Moyen dat aber zum Teil korrigiert. Auch die Inflation ist an diesem Budget nach viel zu niedrig umgesetzt. Was hat der Krieg als bislo kascht? Die Zentralbank chiffriert Kächte vom Energiedurch an den Solidaritätspack 1 und 2 zu Summen auf bald 2,6 Milliarden Euro. Andere Garantien am Kader von der Energiekrise müssen den auch dabei rechnen. Nicht abgegraff sie Waffenlieferungen in die Ukraine, die humanitäre Hilfe, bilaterale Hilfe und Depensen für Tausende von Leuten aus der Ukraine, die bei uns am Land Schutz fanden. Alles wird humanitär als für die Unterstützung von der ADR selbstverständlich. Aber der Konstat ist deutlich. Wir können als eine Verlängerung von dem Krieg ganz einfach nicht leisten. Allein schon, wenn es dem unseelischen und unsinnlichen Krieg wäre es notwendig, andere öffentliche Depensen zu limitieren. Dazu haben wir aber in diesem Budget nichts gefunden. Herr Präsident, heute gucken wir traditionell an der Budgetdebatte auf als Politik, aber auch besonders auf als ökonomische und finanzielle Situation. Weil wir für ein enorme Problem stehen, müssen wir die stabilisieren und verbessern. Und dafür brauchen wir dringend 6 Elemente. Erstens eine Baupolitik, die geostrategische Spannungen aufbaut und den Krieg an Osteuropa benennen bringt. Zweitens eine Ende der Sanktionspolitik, die wir auf Dauer finanziell, ökonomisch und dann noch gesellschaftlich nicht aushalten, weil sie uns selber an einem hohen Maß schützt. Drittens eine Energiepolitik der Europa Lützeburg mit zuverlässiger, steuerbarer und für alle mit billiger Energie versorgt, die konkurrenzfähig zu sein. Viertens, wir brauchen couragierte strukturelle Reformen, die als Land nicht nur bringen. Wir brauchen ein Budget, das équilibriert ist, an als Ökonomie für und Ideologie eine falsch verstandene Ökologie setzt. Und wir brauchen ein Ende einer Schuldenpolitik, die Zukunft von unserem Land und für allem von unseren jungen Leuten hypothekiert. Dabei kommt, und das ist eine enorme Belastung für ganz viele Leute, dass Zinsen klammen, was natürlich mit der Inflation durch die Energiekrise zusammenhängt, aber auch der Geldpolitik von der Europäischen Zentralbank über die letzten Jahrzehnte geschuldet ist. Enorm Geldmasse goufen mobilisiert, zum Beispiel über den Weg vom Quantitative Easing. Eine gemeinsame Schuldenpolitik gouf am Weg gelegt, was übrigens auch gegen den EU-Traité verstößt. Tatsache ist, dass das monetäre Volumen, den am Umlauf ist, weit über dem wirklichen Besoin von der Ökonomie leidet und damit an hohem Maß zur Inflation beiträgt. Die Europäische Zentralbank hat am Platz Stabilitätspolitik zu betreiben, selber die Inflation matt provoziert, diese durch Zinserhöhungen muss bekämpfen. Jedenfalls ist klar, dass für den Inflationsdruck an dummer Zinsen zu maîtrisieren, der Frieden an Europa muss so sehr wie möglich retabliert gehen. Hohe Zinsen machen als Staatsschuld noch mehr schwer zu erdrohen, als sie drücken als Ökonomie gleichzeitig auf und reduzieren so nach Maîtresette vom Staat. Die Rechnung kann nicht abgehen. Die Regierung präsentiert als heute Budget mit einem enormen Defizit, über 2,8 Milliarden Euro an der Administration zentral, also am Zentralstaat, einer gefährlicher Perspektive von einer unkontrollierbarer Verschuldung, an einer erschreckender Unfähigkeit, die wirklich Probleme vom Land zu benennen und zu lösen. Sie geht so weit für eine negative Sold vom Zentralstaat bis auf Manns 2026 am 4 rauszuplanen und damit schon der nächsten Regierung ihren finanziellen Handlungsspielraum anzuschränken. Es hat eben das Gefühl, dass Europa und vor allem das Land dringend nicht mit dem Face auf den Boden kommen muss. Dass wir nicht lernen, dass die keine Suche kann ausgehen, die nicht hat, dass die Suche muss verdingen, ihren sie ausdehlt, dass wir müssen nicht ein Gritz Vernunft und Verstand an Politik bringen. Aber weil das so ist, Herr Präsident, will mir hier Klartext schwätzen. Für uns ist es nicht akzeptabel, dass verschiedene Parteien, und da denken ich auch an CSV, hier neue zusätzliche Steuerklassen aufhören. Wir müssen als Land attraktiv sein, für das wir können hoch qualifizierte Leute aus der EU, aber wobei die Europäische Union an das Land kriegen. Wir brauchen die Leute, weil das so ist, müssen sie ihre substanzielle Vorteile haben, weil sie sollen erst auf Lützeburg kommen, wie auf London, Frankfurt, Paris oder Dublin. Zusätzliche Steuerklasse bringen unter dem Strich nicht viel Geld an Staatskäse,
mir sie helle Leid auf, wie hier schaffen zu kommen, als Schulden dummert unserem Land. Da der will so heich qualifiziert Leid op Lützeburg bringen. Wir wollen die Migration vubausen der EU, aber nur ein Modell organisieren, wie auch andere Länder das machen, eine legal Immigration nur strenge Kriterien. Wir wollen Leute, die etwas wissen und etwas können, die zu einer Plus-Value für uns Land gehen, die als Gesetze respektieren und sich integrieren, was sie für mehr lang hier bleiben. Heute gibt es eine massive Integration, wo Leute, die diese Kriterien nicht immer erfüllen. Das ist Gambia Immigrationspolitik, die leider von allen anderen Parteien hier am Land unterstützt wird, aber der DDR will die Politik nicht. Herr Präsident, die Regierung will auch mehr suchen an die nationale Verteidigung stärken. Die Forderung ist schon lange und als Land hochgedroht gehen, besonders von der NATO und von der USA, also als dem wichtigsten Alliierten. So einen Erfolg von 2% und sogar mehr gemessen als im Bruttonationalprodukt für die Verteidigung gefordert. Es kann in die Forderung nachvollziehen, weil ein Land soll den angemessenen Beitrag zu der Sicherheit auf dieser Welt beitragen. Ja, Lützeburg hat bislang einen vergleichsweise ganz kleinen Beitrag geleistet. Aber ist die Forderung zu hinterfragen. Vertecht von unserem Beitrag angeht, als der mit all denen d'accord, die so in der 2% für uns zu hoch schleien. Als Land ohne eigene Rüstungsindustrie sind wir auch an einer anderen Situation wie andere Länder. Den ökonomischen Retour von den Militärdepensen muss bei uns über einer Wehr, wie zum Beispiel den über den Militärspidol, assuriert gehen. Eine Infrastruktur, die also auch dringend nötige Reservekapazitäten am Gesundheitssektor kennt, assurieren. Wir denken, dass wir sollten echt eine Kontribution im 1% visieren, aber dabei nicht mehr sinnvoll Ausgaben machen, zum Beispiel Dual-Use-Infrastrukturen, die sowohl für zivil wie auch für militärische Aufgaben können benutzt gehen, an der Logistik, Flughafen, Weltraumsektor, maritime Bereich und anderer. Wir sind aber nicht mit der Regierung d'accord, wenn es darum geht, multinationale Unitäten zu gründen, bei denen wir schlussendlich nicht mehr allein über den Ersatz von unseren Soldaten dezidieren. Da der aus der Meinung, dass allein die Lützeburger Regierung soll so frohen dezidieren und nicht ausländische Regierungen oder internationale Organisationen. Da wenn es aus der Gründung von einem ganz teuren, übrigens auch belgisch-lützebäuerische Bataillon, eine Idee, die von der NATO und uns gedroht gouf. Wir sind also d'accord für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit am Verteidigungsbereich, zum Beispiel beim Training, Equipment oder bei den Prozeduren. Wir akzeptieren aber, was das Land angeht, nicht. Dass den Ersatz von Lützeburger realistisch gesehen von anderen dezidiert gehen, und wir refusieren, du wennst alle Automatismen und Strukturen, die Souveränitätsverlust könnte begünstigen, wenn wir Lützeburger Armee ausbauen, und das will man, das muss man machen, dann mit Unitäten und Equipementen, die wir zum Beispiel an internationalen humanitären Operationen, aber Naturkatastrophen auch daheim können engagieren. Es gibt viele Möglichkeiten, ohne dass Lützeburger konkret wird brutal auszudrücken zum Kanonenfutter für strategische Interessen gehen, die nicht alles sind. Wir brauchen speziell logistische Unitäten, eventuell auch medizinische Strukturen, Telekommunikation, die wir können deployieren, alles das mit uns zu machen, aber andere Sachen eben nicht. Herr Präsident, der guckt auch an anderen Domänen für dich nur unserem Land, an nur unsere Bürger. Du wennst will mir, dass wir genug Suen haben, für den Lebensstandard von den Leuten aufzusichern. Auch du wennst bekennen wir als Chlor zu genug Steuerresetten und damit auch zum Tanktourismus mit allem, was dazu gehört. Das ist ein Unterschied, wir hatten sogar die Geringherren, sie gehen den Tanktourismus, gehen Zigaretten und frieden sich mit was sie das Budget wollen finanzieren. Den Tanktourismus, da kann den auch so, der CSV Position bei am Wochenrhythmus ändert, das ist auch schwer für uns zu wissen, wenn wir mit der Partei dran sind. Wenn der Wirtschaftsflügel von der CSV schwätzt, da sind sie für den Tanktourismus, also die linke Flügel sind sie dagegen. Herr Präsident, zu der Attraktivität von einem Land gehört ganz sicher seine Steuerlandschaft, aber nicht nimmer. Lützeburg muss den Kulturopfer weiter ausbauen und für allem auch Kriminalität resolut bekämpfen. Also Rufleit international unter dem Laxismus von einem geringen Polizeminister und einer geringen Justizminister. Als Reputation als Land, an dem es sich gut und sicher leben lässt, steht im Spiel. Wir bedauern, du wennst auch, dass erst 22 nicht genug dazu benutzt wird,
wie für allem am Süden vom Land die kulturelle Offer langfristig zu verbessern. Jedenfalls sind wir als ADR bereit, sowohl bei der Sicherheit wie auch an der Kulturpolitik dem Mankotum und Courage und Vision von dieser Regierung durch die nötigen Investissementen abzufangen. Zur Attraktivität von unserem Land gehört doch seine Rolle als Gast für wichtigen internationalen Organisationen. Für die vielen europäischen Beamten, die heute zu Lützeburg arbeiten und ihre wertvolle Beitrag zu unserem Land leisten, muss auch endlich ein Koeffizient Korrekteur angefeiert gehen, den Eishauptstadt gegenüber Brüssel nicht abwehrt. Es geht Zeit, dass Herr Asselborn an den Gesprächen Resultate abzuweisen hat. Herr Präsident, als Entreprisen, inklusive der am Finanzsektor, muss können rentabel schaffen. Und das heißt, dass der Staat kein unrealistisch an überzogene Forderungen und Ideen frichten, auch nicht am Umweltschutz oder bei der Digitalisierung. Der Staat muss der Partner von den Entreprisen sein, sie unterstützen und ihnen helfen. Hier soll auch damit abhalten, immer mehr Bürokratie anzuführen, die als Entreprise belasten, wie zum Beispiel bei den Lieferketten. Die Interessen von unseren Entreprisen müssen jetzt an den Zentrum von unserer Aufmerksamkeit gesagt gehen, weil wir leben von ihnen. Sie sollen nicht dauernd dafür von überzogenen, zum Teil absurde Forderungen von Aktivisten sein. Die Klimadebatte radikalisiert sich zum Beispiel ganz sehr. Wir sehen dann Notbeschländer, wo sich dann immer uphaschen gehen. Früher sind nach der Temperatur vom Planeten gegangen, heute geht es vor allem um den System Change. Menschenrechte natürlich sollen prioritär sein, was ja eine ganz gute Idee ist. Mit der Regierung hält sich leider selber nicht dran, wie man am Bereich von der Elektromobilität muss feststellen. Der toleriert die Kampagne gegen die Entreprisen nicht. Wir wollen ihnen die bestmöglichen Konditionen bieten, steuerlich, verwaltungstechnisch und noch was das Rekrutiment von qualifiziertem Personal angeht. Als Prioritäten für die Entreprise sind klar. Billig und viel Energie durch eine raisonnable und friedensorientierte Baupolitik. Weniger Bürokratie und genug Flexibilität Arbeitsmarkt. Auch die Explosion, bei denen viele verschiedene Congés müssen wir am Erbe halten. Du wennst hat der rezent proposiert, dass wir so eine neue Congé nur pro Jahr sollen evaluieren, und wir freuen uns, dass die Chambre die Proposition angeholt hat. Für die Entreprisen und für uns alle ist doch wichtig, dass wir als Schulen zurück auf die Spur bringen, back on track. Wir brauchen Exzellenz am Handwerk und an der Berufsausbildung, an Schulen, die nicht Leistung verlangen, und Wissen vermitteln. Es geht um die Zukunft von unseren Kindern. Jeder weiß, dass der Verfall von der Schule besonders seit 2013 als Lös an den ökonomischen und gesellschaftlichen Niedergang feiert, aber leider steigt sich just der mit aller Kraft gegen die Entwicklung. Es ist nicht normal, dass der Staat die Ausbildung immer mehr auf die Schultern von den Entreprisen legt, die damit müssen eine Aufgabe überholen, die der Staat nicht mehr anständig erfüllt. Herr Präsident, Schulden sind eine enorme Gefahr für unser Land. Wir sind ein kleines Land mit einer schmaler ökonomischer Basis und haben da wenigstens mehr Probleme wie andere Länder, für mit hohen Schulden zu leben. Daher will da wenigstens Verschuldung stoppen und die Schulden, die wir haben, zurückbezahlen. Auch der Kompensationsfonds von den Pensionen steht für uns nicht für politische Zwecke zur Verfügung. Und das du für die zukünftigen Pensionen aufzusichern und für sonst gut nicht. Dafür sollen auch an die Sektoren investieren, die rentabel sind. Leider stehen wir auch mit der Politik bald allein da. Für allem Parteien, die politisch mehr links wie TP stehen, wollen auf die Weg, wo immer mehr Schulden gehen und die Zukunft von den Jungen hypothekieren. Es ist schon verwunderlich, dass all die das Wort nachhaltig am häufigsten an den Mund holen, auch die sind, die Zukunft den Jungen durch immer mehr Schulden am meisten willen belasten. Wenn wir Hunderte von Millionen all Jahr für Zinsen müssen bezahlen, dann muss das gesagt gehen, dass man ein paar Jahre eventuell über 400 Millionen Euro schon in Zinsen müssen bezahlen. Und dann noch immer kein Franc, ob das gelehnte Kapital zurückbezahlt haben. Dann ist das die unvernünftigste und unverantwortlichste Form, wo Suen ausgehen, die sich vorstellen kann. Es gibt nun einmal keine Sozialpolitik, keine Steuerreform, kein Index, keine anständige Gesundheitspolitik von Käsen eitel sind. Daher will du, wenn es gegenüber all den anderen Parteien ein klares Zeichen setzen, sie ist prinzipiell für eine Schuldenbremse an der Verfassung, das geht am Blick nun einmal nicht aus den Gründen, die wir kennen,
Dafür verlangen wir aber eine gesetzliche Schuldenbremse, die bei maximal 30% vom Bruttoinlandsprodukt liegt. Auch dazu, Herr Präsident, wollte ich eine Motion präsentieren. Für viele Politiker von der LSAP aus den AAA kein Musse-Sache mehr, also ich spielen da wenigstens beim Feier. Sie holen Länder wie Irland, Deutschland, haben wir die Moyen hören, als Beispiel, wie sie behaupten, dass den auch mit mehr Schulden noch kennt eine gute Notation von den Ratingagenturen behalten. Für Lützeburg sind so Theorien leichtsinnig, unverantwortlich leichtsinnig. Am Vergleich mit anderen Ländern sind wir nicht mehr ein Dorf. Wir sind weit mehr verletzlich wie all die anderen. Sollte wir den AAA verlieren, hat das direkt Konsequenzen für unseren wichtigsten Wirtschaftssektor, Finanzplatz. Der LSAP ist am Gangen, den erst aufzusehen, auf dem wir alle sitzen. Wir können da nicht mehr hoffen, dass wir einer Partei, die so Risiken will angehen, Vertrauen entzieht. Auch als Staatsfamilie steht für die DDR nicht zur Disposition, für weiter Schulden zu justifizieren. Als W aus dem budgetären Gleichgewicht, nicht dem Verkauf von unseren wichtigsten Reserven. Wenn wir schon von der LSAP schwätzen, Herr Präsident, das Schuldenpolitik nicht als einzige Kritik. Die wahrscheinlich sozialistische Spitzenkandidatin hat für kurzem auf RTL gesagt, dass für sie, auf ihre Partei, der gedeckelten Index eine mögliche Option wäre. Aber für uns nicht. Der LSAP verliert immer mehr von ihrer früheren Identität als Partei, die den Index immer verteidigt hat. Bei der ersten Tripartite hat sie aber schon im Index gefrickelt, in der Protest notamment vom OGBL, und nun will sie den Index noch mehr auf Frage stellen. Der LSAP soll uns sagen, wo, bei welchen Paien soll dann der gedeckelten Index aufhängen, wir sollen nach dem Kaufkraftverlust ausgeglichen kriegen, aber wir nicht mehr oder nicht mehr ganz. Was der LSAP will, oder auf jeden Fall das Resultat von ihrer Politik, als über die W von einer Indexmanipulation Gehältertabelle zu verändern, weil das Resultat. Wir wollen den Gehältertabelle oder die Gehälterstruktur beim Staat will verändern, soll das bei Gehälterverhandlungen machen und nicht über Indexmanipulationen. Es stellen sich da evident Gerechtigkeitsfragen. Auf jeden Fall als der LSAP, dat das als gefilmatieren Index Spekulationen ein bisschen durchkommt, wo früheren CSV-Parteipräsident haut ass. Für die DDR ist klar, dass die DW für den Indexsystem zu präservieren, muss der Kampf gegen die Inflation sein, und nicht der Kampf gegen die Wählerschichten, die vielleicht nicht zum eigenen Elektorat gehören. Wir machen auch als ADR mir als Gedanken über den Index, aber wir wollen uns darum kümmern, wen uns kann erhalten bleiben an Zeiten, wo stärker Inflation nicht wären zu manipulieren. Und es gibt Gefahren gegen den Index. Du hast zum Beispiel einen Nebeneffekt in der Autoallumeur. Das ist ein Problem. Aber wir müssen gucken, dass der Index korrekt appliziert wird. Dass nicht verschiedene Entreprisen eventuell den Index auf Kostenfaktoren applizieren, die andere sie wird lohnen muss. Da muss ich sicher gut aufpassen. Aber als Ziel ist es, den Index zu erhalten und nicht zu manipulieren. Herr Präsident, einer der großen Probleme, die wir am Land tun, ist auch das strukturelle Defizit bei der sozialen Sicherheit. Das ist auch ein Ressort, den am Blick an der Verantwortung von der LSAP leidet. Dazu gehört die langfristige Aufsicherung auch für die Gemengefinanzen. Auch da geschieht nichts. Die Gemenge kriegen aber immer mehr Kompetenzen und damit mehr Kosten zu drohen. Auch für die ungerechte Entwicklung als prioritär der LSAP bandenministerisch responsabel. Dazu gehört auch eine unbedingt notwendige Reform von unserem Pensionssystem, für dadurch die nächsten Generationen noch können eine aufgesichert und anständige Pension kriegen. Auch hier müssen wir feststellen, dass der LSAP als die verantwortliche Partei für die Sozialsicherheit bislang keine Propositionen auf den Tisch gelöst hat. Wir haben heute gehört, das ist so ein gut Sache, Wirtschaft und Sozialrat nicht eine Etude, aber das geht an unseren Ernten nicht durch. Da der wiederholt, wenn es nach einmal hier Engagement am Pensionsdossier soll sie an Verantwortung kommen, gehen Pensionen nach 4 und in den nächsten Wahlen von 2021 reformiert. Weil das keine Zeit zu verlieren. Desto mehr lang wir damit werden, desto mehr groß wird das Risiko, dass Leute müssen Abbußen bei den Pensionen erleiden. Du wennst seht, da der Schluss mit dem Immobilismus. Wenn das soziale Wohlbefinden für die nächste Generation will aufsichern, muss konservativ werden. Denen anderen fehlt es ganz klar an Courage, an Fantasie.
Wir brauchen Ehrlichkeit an der Politik, und das gilt auch für die Energiepolitik. Sanktionen gegen Russland sind eine Katastrophe für die europäische Ökonomie. Und je nachdem, wer eine Quelle konsultiert, kriegt verschiedene Evaluationen geliefert. Aber etwas ist klar, wir sind am Gangen, also Wohlstand rapid aufzubauen. Wir kriegen im Weltmarkt nicht genug Gas für die Quantitäten zu ersetzen, die wir nicht mehr direkt an Russland kaufen. Das wird mir dann an andere Länder viel mehr teuer kaufen, für die Lieferungen zu ersetzen, als das dann aber russische Gas, den einfach umgedäft gouf. Ein Hecht dann eben indischen oder ägyptische Gas oder auch Petrol, da das einfach mehr teuren, weißgewaschenen russische Gas oder Petrol. Wir kaufen noch fossile Brennstoffe an Diktaturen wie dem Aserbaidschan, die noch Krieg gegen den Opa Armenien feiert, was all moralische Argumente an diesem Konflikt ad absurdum feiert. Als Energiekosten sind lo 4-mal mehr hoch wie in den USA, und langfristig wird geschätzt, dass sie 3-mal so hoch bleiben. Wir gehen nicht nur eine Familien aus für Energie zu kaufen, wir gehen auch noch eine Familien aus für Konsequenzen von unserer eigenen Politik auf Leute und auf die Entreprisen aufzufördern. Lang halten wir das nicht durch, das hatte ich gesagt, und die anderen europäischen Länder auch nicht. Leider für die Leute und für die Entreprisen haben wir die Hilfen schon auf einem Niveau angesagt, die auch schon ganz hoch war, im Vergleich zu dem vom letzten Jahr. Wir verschlimmern uns budgetär Tag für Tag an einer Situation, am Feiern also an einer Situation, wo als Finanzierungskapazitäten immer mehr klein gehen, weil wir ganz nur unter 30% Schuldenbremse oder Schuldenniveau schon leihen. Wir müssen also als Politik ändern. Die beste Manier für das zu machen, ist mehr Energiesicherheit zu kriegen. Und das ist klar, dass auch von der Frieden an der Ukraine hoffentlich geschwind da ist, dass wir auch da werden nach groß finanzielle Obligationen werden holen, weil wir soll ja auch natürlich auch bei der Rekonstruktion von dem Land helfen. Eine andere Option für Energiekosten aufzusetzen wäre natürlich eine andere Energiepolitik. Die Geringen und auch die Regierung wollen als Alternativenergien als Lösung anbieten. Das ist aber eine Illusion. So gut, wenn wir das Land mit industriellen Wandanlagen zupflichten, also Solarzellen auf all Wiesgängen aufstellen, ging das mal nicht ein Bruchteil von unseren Besoinen aufdecken. Die Alternativenergien sind volatil, sie sind nicht steuerbar, sie gehen an die Quantitäten nicht durch, also sie sind selber DAX eine Belastung für die Umwelt. Auch am europäischen Verband geht das nicht. Die zwei einzig ökonomisch sinnvollen Alternativen sind am Blick die Hai, entweder zurück bei billigem Gas oder Atomenergie. Wie entweder das eine nach das andere will, soll die Leute erklären, wie Westeuropa den Wohlstand für seine Leute will sichern. Da der ist übrigens doch dezidiert der Meinung, dass Investitionen, die fangen an die Gas- oder an die Atomenergie steuerlich nicht dafür benötigt gehen. Ganz am Gegenteil. An Eisenhahn müssen Investitionen in Gas und an Atomkraft durch ein günstiges Taxabonnement encouragiert gehen, so wie doch am Geist von der neuen europäischen Taxonomie ist. Auch in dem Sinne, Herr Präsident, wollte ich eine Motion überlegen. Merci. Wir haben am Blick ein Desinvestissement an die europäische Ökonomie, eine Aufwanderung von Entreprisen, und wir riskieren, dass doch die harte Realität geschwind bei uns ankommt. Wenn wir große Defizite kriegen, kriegen wir auch mehr Schulden. Man am Finanzminister hat mir schon die erste Indikation in die Richtung gemacht. Die keine Ahnung von Ökonomie haben und immer nur ein Land mit Ideologie regieren, werden geschwind auf den Boden von den Realitäten zurückgeholt gehen. Und darunter leiden wir leider alle gut. Eben das größte Problem ist natürlich das Logement. Und den hängt natürlich von einem übergeordneten Problem auf, und das ist der unkontrollierte Wachstum. Wir können uns als ADR nicht mehr wundern, dass die geringen Mengen etwa nur nach Platz über 300.000 Leute am Land, weil als Population bis 2050 auf über 1 Million Leute gegen Europa drücken. Das ist ein Wachstum, den wir nicht packen können. Weder was die Infrastrukturen angeht, noch was die Verwaltungen angeht. Für uns ist klar, dass wir ein moderates Wachstumsszenario brauchen, und aus dem Schneeballsystem müssen herauskommen, an dem wir gefangen sind, an dem uns zu einem großen Wachstum praktisch forciert. Wir können nicht immer mehr Leute an Land holen, für zu schaffen, wie das wir Pensionen noch bezahlt kriegen. Es gibt bei dem Wachstum keine soziale und kulturelle Kohäsion mehr in diesem Land. Wir sind schon viel zu einem Land, wo Parallelgesellschaften gehen.
Als Spruch gëtt mittelfristig zu engem Idiom vun enger autochthoner Minorität. Dat waren hoel Wider, wo Gambia 40 Punkte fir Lützeburg 20 Joresplan fir als Spruch Wirklichkeit as eng Äner. Als Populationun ass an den lächten 11 Joer iwwer 20% an Luft gangen. Dat werd op der ganzer Welt bald einzigartig sinn. Mit dat ass de maßgebliche Faktor auch an der Logementskrise. Wir wollen als ADR keine so eng Entwicklung. Wir wollen eng einer Zukunft für als Land und das bedingt politische Courage. Wir haben den. Die Grünen sind heute zu einer blaner Wüstungspartei gehen. Früher, ich erinnere mich noch, da haben sie viel, wie mir auch in Zukunft gefordert und so weiter. Heute sind sie einfach eine Wüstungspartei. Wie sie, wenn eine Bevölkerungsexplosion hier am Land dreht, die braucht das wohl die Ökologie auch nicht mehr an den Mund zu holen. Lützeburg packt diese ihre Wüstung nicht. Als Umwelt packt den auch nicht. Den Elektroauto als Lösung nicht für als Umweltprobleme, auch nicht hunderte von den gruseligen industriellen Wand anlehren. Wir brauchen eine qualitative Wüstung, so wie wir die wollen realisieren. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass den aktuelle Wüstung aus vielerlei Hinsicht mehr Kosten für uns bringt. Wer daran zweifelt, kann sich ja mal freuen, ob als Lebensqualität von 24 Jahren vielerlei Hinsicht nicht besser wäre wie heute, zum Beispiel am Transport. Über DW, wenn einer dringend nötiger Pensionsreform, können wir Männer wüstungsaufhängig gehen, können dadurch als Zukunft nicht besser planen und an eine mehr kontrollierte Wüstung übergehen. Aber wenn sie ökonomische Entwicklung kann steuern und orientieren, die kann dann auch nicht berechtigterweise von qualitativem Wüstum schwätzen. Wir sind als ADR also nicht ihre wüstumsfeindlich, wie das Heinz behauptet. Wir sind aber ganz klar gegen den unkontrollierten Wüstum von unserem Land, in einer Reformunfähigkeit hier stammt. Ein Problem, das die Leute besonders interessiert, für allem auch viele Jungleute, ist ja eben das Logement, den sie direkt konzerniert. Und der Constat ist klar, dass die Regierung hat keine Maßnahmen geholt, die wirklich die Probleme gegen lesen. Sie hat viel geholt, die mich schlimm machen. Viele Leute können sich hier im Land nicht mehr leisten. Viele sind sich gezwungen, an das Ausland wohnen zu gehen. Für sie als Lützeburg zu einem Emigrationsland gehen wir im 19. Jahrhundert, die viele Lützeburger heute aus ökonomischen Gründen fort, hauptsächlich wenn es dem Logement. Auf der einen Seite haben wir also eine massive Netto-Immigration, wo Leute, die DAX nicht immer genug verdienen, für hier etwas zu kaufen oder zu lohnen. Die demografisch, sprachlicher, kulturellen Veränderungen, die das mittelfristig schmutzig zieht, sind aber aktuell noch ein Tabu, aber für uns nicht. Wir wollen auch das Problem thematisieren und machen darauf aufmerksam, dass speziell viele Leute, die Lützeburger schwätzen und Nordostregionen wohnen gehen. Bei einer Gesamtpopulation, die rapid wächst und geschwind majoritär kein Lützeburger schwätzt, verlieren wir gleichzeitig enorm viele Leute, die einen Spruch noch können. Wo dat an 30 Jahren hinfährt, können wir uns vorstellen. Das Logementsproblem ist also nicht nur ein ökonomisches und soziales Problem, aber es geht auch um als demografisch und kulturelle Zukunft und Identität. Leider stellen wir fest, dass für das Logementsproblem an den Griff zu kriegen, die Regierung eben die falsche Umsetzung hat, wie Strophen, Einschränkungen von den Proprietätsrechten, staatlichen Dirigismus, hohe Steuern. Alles das, was noch nie annähernd funktioniert hat, soll mal auf einmal hier am Land funktionieren. Den Eschek ist doch vorprogrammiert. Wir wissen, dass die längst schon Verschlechterung vom Amortissement accéléré wird, die letzten Jahre, zu einer Reduzierung von der Bauaktivität gefeiert wird. Ich meine, den Kollegen der Sozialistischen Partei hat das mal noch gesagt. Das Resultat ist evident. Es wird Männer gebaut, das Logement geht dadurch noch mehr knapp, noch mehr teuer. Da der will übrigens doch hier ganz andere Weg. Vertrauen an den Markt, Beteiligung von der privaten Initiative, an der privaten Ökonomie, Encouragement vom Investissement an den Logement, niedere Steuern, Liberalisierung von unseren Gesetzen, das sind unsere Rezepte. Sie haben die klare Vorteil gegenüber der Regierungspolitik, dass sie wirken und das Problem auch wirklich lösen können. Natürlich wollen wir auch keinen kahlen Kapitalismus. An als Politik muss da, wenn es solid sozial begleitet gehen. Großzügig Hilfe für Akquisitionen, besonders für junge Leute, temporäre Aufforderung von den kriegsbedingten Zinseffekten, Reduzierung von Steuern und Taxen, vernünftiger Schutz vom Lokatär, an anderes mäßig wichtige Elemente, die an so eine Politik moderat gehören. Mehr als Prioritäten sind andere wie die von der Regierung. Sie gibt die Leute hier im Land für 37 Millionen Hilfen am Logement, an der Ukraine 80 Millionen Waffen.
Der DDR liefert kein Waffen an Krisegebieter, aber will dafür eine großzügige Unterstützung für die Leute, die sich eine Wohnung kaufen. Der DDR wird doch nie akzeptieren, dass Zweitwohnungen besteuert gehen oder dass Leute, die berufsbedingt an das Ausland versagt gehen, gezwungen gehen, für hier Wohnungen daheim zu verlohnen. Die Neusteuern, Mobilisierung, Eidelwohnungen und so weiter sind nicht ähnlich und sich wie illegitim Angriffe an Proprietätsrechte von den Leuten. Darüber hinaus verschlimmere sie die Situation vom Logement nach am Platz zu verbessern. DP müsste das eigentlich wissen. Noch nie haben sozialistische Rezepte ökonomische Probleme gelöst, aber immer haben sie verschlimmert. Neben dem Logement haben wir hier am Land auch ein ganz großes Armutsproblem. Bei bald 20% der Leute, die arm sind, müssen wir uns fragen, ob Solidaritäts- und Sozialmechanismen gut genug sind, ob sie wirklich greifen oder ob sie reformiert gehen. Armut und Prekarität dürfen nicht mehr wie ein Randphänomen behandelt gehen, wir gehören ganz oben, ob als Prioritäten löscht. Auch das Problem von den vielen niedrigen Paien gehört an die Analyse. Mit einem Mindestlohn muss in unserer Überzeugung noch dezent leben, und das ist hier im Land leider nicht mehr der Fall. Wir haben ein reelles Problem von der Working Poor, und das ist eine Situation, die nicht zu akzeptieren ist. Es gibt immer mehr weh, wie so ein Ziel kann erreichen, wenn in diese Situation verbessern. Lohnerhöhungen sind natürlich die erste Möglichkeit, und der will in anderen auch DW erschlagen. Wir brauchen einen Mindestlohn, den es den Leuten erlaubt zu leben und nicht nur zu überleben. Dabei verlieren wir die strukturelle Entwicklung von unserem Land und Besucher von unseren Unternehmen nicht aus den Armen. Neben der Höhe vom Lohn brauchen wir übrigens doch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel steuerliche Maßnahmen und Sozialtransferen. Viele steuerliche Forderungen von der ADR kennt ihr schon, und ich will da übrigens nicht mehr eine Pur von Heiner Remol in Erinnerung rufen. Steuerfreiheit für den Mindestlohn und für die kleinen Renten, Inflationsanpassung von der Steuertabelle, wenigstens mal muss nur Aufwand gemacht in der möglichst sehr, keine Steuererhöhungen, auch nicht auf Taxenkotisationen, Aktien, auch nicht auf Gemengenniveau. Aufschärfung der Kohlendioxidsteuer, weil die Lorem den 1. Januar soll erhöht gehen, weil ich auch dazu eine Motion überlegen, Herr Präsident. Merci. Weil mir sehen nicht an, dass die Steuer zum in dieser Situation auf den 1. Januar nicht soll klammen. Aufsicherung vom Tanktourismus gehen die Reise noch beschleunigen. Eine misere Anpassung von den Renten und die allgemeine Lohnentwicklung, Avancen und Erhöhungen bei der Allokation de Vichere, wie auch bei Kilometerpauschal, Kilometergeld. Aber wir brauchen zusätzlich auch eine Diskussion über die Höhe von den Abattementen, die zum Teil seit 20 Jahren nicht mehr angepasst wurden. Wir brauchen eine Diskussion über die steuerliche Situation von den geschiedenen oder getrennten Älteren, wo auch den älteren Teil, den Gart nicht hat, muss besser behandelt gehen. Aber in einer Gart partagée und einer Residenz alternée müssen die zwei älteren Teile absolut gleich behandelt gehen. Wir begrüßen natürlich die Verbesserungen für die längerzeit Älteren an diesem Budget, auch wenn das vielleicht noch nicht weit genug geht. Aber wir müssen noch über eine Besserstellung von den Witleuten diskutieren, ohne aber dabei Gerechtigkeitsfragen gehen, die wir andere Kategorien von Steuerbezahler aus den Händen verlieren. Auch von einzelsteuerlichen Verbesserungen, die einer Jahr als Wahlkado kommen, davon gehen wir ja alle aus, dass der Sputto ist, für noch ein bisschen etwas zu verdelen. Letztes Jahr wurden Dampfmelder, ich weiß nicht, wer nächstes Jahr als Überraschung könnt. Wir können da leben, wir begrüßen das doch, wenn das nötig und sinnvolle Maßnahmen sind, aber wenn sie gerecht sind. Also wenn da ein bisschen Sput tut, die Leute hilft, dann werden die Wahlkadoen werde ich nicht retten. Für das Land doch können steuerlich zu reformieren, müssen wir als budgetären Spielraum verschärfen. Und dafür brauchen wir nicht nur einen direkten vom Krieg, sondern auch eine voluntaristische Reduzierung von den Depensen beim Staat. Die Depensen beim Staat klammen seit Jahren überproportional par rapport zu den Recetten. Wir sagen also eher ganz klar, dass wir das nicht akzeptieren. Sollten wir nur die Wahlen am Jahr 2023 an die Verantwortung kommen, ja, also, wisst ihr, das ist möglich, Herr Kersch, dass die Wahlen als Sondage machen, wir machen so Wahlen, und die sind im Oktober nächstes Jahr. Sollten wir nur die Wahlen am Jahr 2023 an Verantwortung kommen, und ich bin ganz optimistisch, drehen wir die Budget Zahl für Zahl und bringen eine neue verantwortungsvolle Budgetdisziplin, die das Land braucht, aber wir machen keine Sozialhärten. Alle Analysen vom Budget kritisieren die hohe Ausgabenquote vom Staat. Also müssen wir Konsequenzen ziehen.
Wir sind an Lust Datei an aller Deutlichkeit so absolut nicht mit vielen von denen Depensen abverstanden, die das Regierung möchte. Wir wollen Spuren, aber ohne Austerität. Du machen wir Schluss mit unnötigen, rein ideologischen Depensen. Wir bleiben international solidarisch, aber an dem muss, wie andere Staaten das auch sind. Wir brauchen nirgends Vierreiter oder Musterschüler zu sehen. Wir haben den Courage, neue Wege zu probieren, zum Beispiel an der Klimapolitik, von der bessere Resultate für Männer Cash zu bringen. Wir wollen uns nur der Verantwortung nicht entziehen, wir wollen nicht auch Beispiele geben. Dass du das, wenn man immer im Gefot kriegt, wo ging der da Spuren? Aber daher seht ich das an ein paar Beispiele. Wir werden noch nicht, dass der Kurs sieht. Es soll keiner können sagen, dass wir keine Propositionen machen. Wir reduzieren als Entwicklungszusammenarbeit auf 0,7% vom Bruttonationaleinkommens, so wie wir das 1992 zu Rio versprochen hatten. Alles, was kann, nur die Regeln vom CAD, von der OECD angerechnet gehen, wird auch angerechnet. Wir sichern Handelsrelationen mit den Entwicklungsländern zu verbessern. Das also an Eisen wirklich den mehr intelligente Weg wie die Entwicklungshilfe. Als Hilfe bei humanitären Katastrophen geht aber par rapport zum aktuellen Stand Europa gesagt. Wir denken, dass wir zu viel knickig sind, wenn irgendwo eine Großkatastrophe geschieht ist. Wir machen Schluss mit der Immigrations- und Asylpolitik von dieser Regierung. Es kriegt nicht mehr nach Schutz, wie wirklich Schutz braucht, und nicht mehr nach so lange braucht. Man da gibt es keine europäischen Verteilungsmechanismen und keine illegale Immigration aus ökonomischen Gründen. Die drastischen Änderungen, die wir an der Asyl- und Immigrationspolitik vorholen, gingen schon in relativ kurzer Zeit viel Foyer freimachen, die an den letzten Jahren gebaut wurden. Ein Reihe Foyer gingen mir 4 Runden für Demandeur de Protection international benutzen, wenn wir wollen die Leute, die weiter bei uns abholen, die wirklich Schutz brauchen. Da der sieht klar ja zum Asyl. Aber mit unserer Politik gingen eben noch viel Plätze an den Foyer nicht sehr freigehen. Die Plätze gingen wir benutzen und zum Teil adaptieren, für hauptsächlich 5 Zwecke zu erreichen. Erstens Vergrößerung der 12 Plätze für Frauen an Not. Zweitens Schaffung von Plätze für Männer an Not, inklusive für Männer mit Kindern. Wir erinnern daran, dass es bislang für Männer an Not bald keine Feuerplätze gibt. Drittens Schaffung von Appartementen für Familien an Leute an Not, zum Beispiel wegen Brand oder Überschwemmungen. Viertens Housing First Projekte, zum Beispiel für destabilisierte Leute, die einen neuen Auffang an den Daheim brauchen, drogensüchtiger Ex-Strafgefangener im Kader von einer Resozialisierung, Inklusion von Leuten mit einer Behinderung oder auch von psychiatrischen Patienten, die betreute Wohnen brauchen. Fünftens ein nationalen, ganzjährigen Hilfszentrum für Leute ohne Dach über dem Kopf, mit Offeren für eine Betreuung, eine Ausbildung und eine Insertion an der aktiven Gesellschaft, also eine Initiative, die weit über die aktuelle Wanderhilfe herausgeht. Ihr seht, wir haben klare Ideen, was wir gerne machen, wenn wir dann die Möglichkeit bis hin. Wir reduzieren als freiwillig, ich gesehen die große Begeisterung, das verstehe ich, wir sind noch begeistert. Wir reduzieren als freiwillig Kontributionen der Europäischen Union, andere internationale Organismen und Nichtregierungsorganisationen. Wir stoppen als Subventionen und internationale Klimafonds, wo kein Mensch weiß, was mit denen so geschieht. Allein das sind 44 Millionen am Jahr. Wir hören lo, dass die Europäische Union, die nie genug Sue kann kriegen, lo auch noch einen zusätzlichen Fonds errichten, einen europäischen Souveränitätsfonds. Aber wir neisen an, dass die EU kein Staat, also sie soll auch nicht so machen, als wäre sie ein. So ein Fonds ist komplett überflüssig und da der, als du gehst, dass Lützeburg auch nicht mehr Frank an so einen Fonds abbezahlt. Als Kontribution zum EU-Budget, wie ist das an natürlich? Ich will das heute deutlich so, auch für die Leute, die uns nur leisten, als Kontribution zum EU-Budget wies 240 Millionen Euro. Das ist ein Verhandlungsresultat von dieser Regierung. Mit der ADR gibt es prinzipiell keine Weitererhebung unserer Kontribution an den EU-Budget. Wir wollen eine Rückverlagerung von Kompetenzen dahin, wo sie hier gehören, bei den Nationalstaaten. Wir wollen mit den anderen Staaten in Europa eng und vertrauensvoll zusammen schaffen, weil das eine Notwendigkeit ist. Dafür brauchen wir aber keine riesigen Administrationen, die Menge sie wären Regierung von einem europäischen Föderalstaat. Als Vision aus dem von einem Europa von den Nationen, und das ist mehr realistisch und mehr zukunftsfähig wie alles ernst. Wir überprüfen all als bürokratische Prozesse, für zu gucken, wie wir als Verwaltungsstruktur
allzeit können adaptieren und optimieren. Als Ziel also schlanken, modernen und effizienten Staat. Wir wissen natürlich, dass bei dem Wachstum, den das Land hört, aber bei immer mehr Herausforderungen der Staatsapparat an einen vernünftigen Moos muss wissen. Aus aktuellen Gründen soll hier in Strach gehen, dass die gewerkschaftliche Freiheit auch beim Staat muss allzeit garantiert sein. Und noch an dem Sinne, Herr Präsident, wollte ich eine Motion überreichen. Etwas ist aber klar. Da, wo unter dieser Regierung gemengt gött, Leute können zu dir regeln, besonders am Umweltbereich, kommen mit der ADR große Veränderungen. Wir reduzieren natürlich auch als Kohlendioxidemissionen, und ich ging die Kollegen, die Proben in den Geringen, die hier sind, werden nutzen lauschteren. Wir reduzieren auch als Kohlendioxidemissionen, und wollen Männer Fossilenergie benutzen, aber an dem Rhythmus machen wir das, wie als wichtigste Konkurrenten auf der Welt es auch machen. Wir gucken, dass als Entreprisen zu aller Blick kompetitiv bleiben. Wir können uns auch hier neu und besser vorstellen, für als Emissionen zu reduzieren. Wir ziehen einfach ökonomisch und politisch Konsequenzen aus zwei grundlegenden Richtungen. Erstens, dem Klima als egal, wo die Emissionen reduziert gehen. Und zweitens, Lützeburg kann Winstringer Gräst an dem Bereich sowieso lang nicht viel ändern. Absolut gesehen sind als Emissionen extrem niedrig. Was proposieren wir? Erstens, wir gingen massiv forschen an der Atomenergie, an der Fusion, ITER, neue Reaktorformen, Reduktion und Konversion von radioaktiven Abfall. Aber wir lauschten ja als geringe Kollegen immer ganz aufmerksam no, aber nicht das vergleichen. An dieser Woche hat man an USA ein Fusionsexperiment, wo mehr Energie gewonnen gouf wie hergestellt gouf, ein Durchbruch. Und dann hören ich, hey, die geringe Kollegen gegen die Atomenergie argumentieren wie an den 70er Jahren, aber diese 60 Jahre haben der wissenschaftliche Entwicklung zurück, die gering. Die schwätzen über die Atompolitik wie 1970. Lo 2022 sind wir in einer anderen Welt. Mit da muss man doch aber die Courage haben, mit der Wissenschaft hier zu gehen. Sie immer diese wissenschaftsbasiert. Mit das käme rückständig, wie die gering mit ihren Wandmühlen. Wenn wir ganz andere Energieformen weil auf der Welt tun, und ganz neue Hoffnungen und neue Perspektiven. Und da sind die ewig gestrigen, die da ist dann hören Fortschritt. Da DDR will neu und nicht effikaz umsetzen bei den Reduktionen. Und das machen wir auf das mal näher. Wir könnten zum Beispiel hier auf der Welt, wo die größten Emissionen von Treibhausgasen sind, das ist nicht hier. Das ist mal nicht in Europa, bis an Polen, da sind ein paar so Plätze. Wir haben es schon in Indien, in China, auf anderen Plätzen, in Afrika, bei ein paar Plätzen. Da sind zum Teil Kraftwerke, die massiv Emissionen machen, für einen großen Teil von den Emissionen auf dieser Welt responsabel sind. Das ist einfach ein statistisch Vorrecht. Aber da kommt, wir gehen hin und investieren auf die Plätze. Wir bauen neue Kraftwerke mit den neuesten Technologien. Dann haben wir etwas gemerkt, wie reduzieren. Wir müssen uns die Reduktionen urrechnen, national, als Kontribution. Wir können noch investieren dahin, dann als dann ein ökonomisches Modell. Aber wir haben reduziert. Am Platz, dass wir hier, wenn es ein paar Gramm Südrendierrängeln, den hier am Land ein Auto hält oder ein Bauer, der raus aufs Feld fährt. Wir können doch andere Möglichkeiten. Wir sind für eine intelligente Politik am Umweltbereich, die etwas bringt. Und natürlich können wir parallel hier am Land reduzieren, aber in einem Rhythmus, den zu verdrohen, und also nicht die ideologische Geschichte, wie man so den Gringen, da muss man leiden, Tag für Tag. Wir wollen alles, was ideologisch ist, wir sind auch immer dabei, was wir gegen anderen am Budget, wird da so viel Sputter dran, so viel. Die rein ideologisch Sachen, die gingen wir mal auch fallen lassen. Ich denke, das ist doch wunderschön, weil die Etüde über den letzten Kolonialismus, den es nie gab. Etüden über den Klimabiergerot, was soll das bringen? Den heroischen Kampf gegen Stereotypen. Der Kampf gegen Stereotypen, wie viel so, und mir stand der Kampf gegen Stereotypen gestartet. Also, und dann Freisexualisierung von den Kindern, auch das sind Sachen, die mir direkt gegen fallen lassen. So ist das einfach. KW feiert ernst eine Reduzierung von den Depensen vom Staat. Just da der könnt ihr hin und hört aber klar Vorschläge, Konzepte, die ja noch kennen. Wir wollen das prioritär bei Auslandsengagementen machen, aber Investitionen, die nur nicht dazu feiern, dass wir heimischen Sozialabschnitte machen.
Voilà. Wat ass dann d'Alternativ, dat will man joch so. Wat ging mir an Platz setzen? Mir hunn jo pu Beispiele genannt, wo man gingen Aspuren. Aber dat wat mir ginge mechen, dat kascht net viel. Das net dat enorm kachten hat. Aber mir gingen als Liewen drastisch verändern. Wir gingen das Land nicht mehr lebenswert machen, mehr sicher, mehr menschlich, mit klare Reperen, einer unverwechselbarer Lützeburger Identität, einer gesunder, erleichterungsfähiger Ökonomie, einer großer Solidarität an einem berechtigten und selbstverständlichen Patriotismus. Etwas wird verschiedener nicht mehr kennen. Wir wollen, dass das Land nicht mehr zu dem geht, was das wäre ihre Antennen von dieser Koalition geworden ist. Wir bekennen uns zu unserem Land. An all Stimmen für der als eine Stimme für Lützeburg. Für uns Gesellschaftsbild zu erreichen, setzen wir das budgetär Prioritäten. Klar, ein budgetär Gleichgewicht, eine gesunde Staatsfinanzen am Interesse von den jungen Leuten. Die Abfeierung von einem älteren Geld und eine konsequente Unterstützung von den Familien. Das ältere Geld mischt Familie finanziell vom Staat mehr unabhängig. Die Familie kann da selber dezidieren, ob sie mit dem Geld für ihre Kinder an eine Struktur gehen oder ob Mama oder der Papa daheim bleiben, für sich selber um die Erziehung von den Kindern zu kümmern. An dem Fall ist das ältere Geld eine finanzielle Unerkennung und Kompensation für die immens wichtige Arbeit von der Kindererziehung. Für uns stehen Kinderrechte am Mittelpunkt, so wie sie in der Kinderrechtskonvention festgehalten gehen. Wir machen keine Reformen von den Filiationsgesetzen, die aus den Kindern Handelsobjekte machen. Wir etablieren die komplette Souveränität von der Familie und wollen nicht, dass der Staat weiter das Privat zum Politischen mischt. Wir wollen nicht zum Beispiel eine Länge der Familie zu dezidieren, wie lange der Congé parental holen, Mama oder der Papa. Wir bleiben noch der Meinung, dass die Verluste durch die zeitweilige Desindexierung von den Familienzulagen, die Familien zu erleiden hatten, sollte kompensiert gehen. Für die Sicherheit, Wumland und Amland zu verbessern, setzen wir klare Prioritäten. Wir werden die öffentliche Sicherheit drastisch verbessern, Police stärken, die Armee, die Douane, der Rettungsdienst an dem Srel, Verbesserung der Karrieren an den Arbeitskonditionen auch am Strafvollzug. Wir werden als Land mehr resilient für den Krisefall machen, inklusive bei den Energiereserven, aber der Cybersicherheit. Wir wollen Justiz reformieren, hin mehr personell Mittel gehen, aber auch inhaltlich und strukturell. Jugendstrafrecht, das wird nicht so reformiert, wie die Regierung das will. Das können wir noch nicht, aber wir haben gesehen in letzter Zeit, wie wichtig es ist, dass wir auch beim Jugendstrafrecht klar Zeichen können setzen. Mit dem nationalen Justizrat wird bei uns depolitisiert. Steuergerichte wollen wir abfeiern, Meinungsfreiheit garantieren. Das ist auch etwas, wo wir insistieren. Am Gesundheitssektor wird man gucken, dass wir eine neue Dynamik ranbringen, viel mehr liberal denken, einfach ob an die Doktoren und wie das medizinische Personal viel mehr attraktiv gehen. Wir hatten auch Jahrzehnte sozialistische Gesundheitspolitik. Ja, nee, machst die Bartholomew am Gesundheitswesen aus seiner Zeit eigentlich rüber. Der kommt nicht just richtig, der wird jahrelang eine Eiszeit könnt, Herr Bartholomew. Wir wollen Spitalinfrastrukturen ausbauen und auch der mentalen Gesundheit mehr Aufmerksamkeit geben. Wir wollen als Krankenkäse für all andere Organismen von der sozialen Sicherheit reformieren und verbessern. Dabei wollen wir kein Rekurrent, dabei wollen wir einen Gesundheitskäse, ja, die Kranken also in der Feierung. Dabei wollen wir kein rekurrent Problem, kein strukturelles Defizit abkommen lassen, die eine hochwertige Versorgung von der Population vorbringen. Nee. Wenn wir von der Gesundheit schwätzen, sollen wir auch nicht vergessen, dass der Sport, auch die Privatsportvereine, weiter die Unterstützung vom Staat brauchen. Wir machen ich brauche kein Keier zu hören, ich gehe für eine Richtung Regierung. Wann ich lief, wann ich von der Gesundheitsschwätze da beruhigen. Ja, eine komplette Reform wir wollen eine komplette Reform vom Schulsystem für zurück an ein leistungsorientiertes System zu kommen. Dazu gehört nächste Affäre vom Aufnahmeexamen, die Reform von den Orientierungs- und Promotionsprozeduren, die Revalorisierung vom Handwerk, die Reform von der Berufsausbildung, an Gründung von besonders hochwertigen Schulen, wie zum Beispiel Grande École 4 zu bereden. Und ganz wichtig, Gewalt an der Schule werden wir konsequent bekämpfen. Wir werden resoluten Umweltschutz an deren Schutz machen, aber mit den Leuten und nicht gegen die Leute. Der französische Philosoph Alain Finkielkraut
huet fir kurzem gesot, il faut soustraire l'écologie aux écologistes. Dat ass e ganz schöne Spruch, de ganz viel seet an huet recht. Wenn wir können als Umwelt schützen, Tiereschutz, Biodiversität, ohne Ideologie, die überlassen wir die geringen. Wir machen eine Pensionsreform, aber wir wollen auch die Verfassung auf die Liste stellen. Wir wissen, dass wir die nächste Woche stimmen. Aber wir sind nicht mit dem Resultat zufrieden. Und wir werden noch in der nächsten Legislaturperiode Änderungen an unserer Verfassung proposieren, die für das Land ganz wichtig sind. Dazu gehört auch eine Depolitisierung in der Verfassung, wie es am Blick leider ungeduldet, dass ganz viele andere Sachen, ein Recht auf Leben, ganz viele andere wichtige Elemente, die an dieser Verfassung fehlen. Wir werden die öffentlichen Dienstleistungen verbessern. Das gilt auch für postöffentlichen Transporte. Dafür wird man das Service universell neu definieren. Und wir werden noch gucken, dass Männer Post- und Bankagenzen am Land verschwonnen. Für uns ist es ganz wichtig, auch für die Lebensqualität in unseren Dörfern, dass die bleiben. Wir machen eine voluntaristische Integrationspolitik, das soll auch Richtung von den Kollegen von der CSV. Wir brandeieren als Nationalität nicht, reformieren, du wennst auch Nationalitätengesetz. Wir werden letzteer Spruch a Kultur valorisieren. De Code Deontologie für Kulturinstitutionen gëtt nees aufgeschafft, fir d Freiheit vu Kunst a Kultur zu garantieren. Wir machen eng engagéiert Sozialpolitik, die auch op Tripartit als wichtiges Instrument vom sozialen Dialog besonderer Krisenzeiten zurückgreifen kann. Tripartit bleibt Tripartit. Wir werden auch einen Ausbau von der direkter Demokratie hier am Land konsequent führen treiben, Schweizer Vorbild. Neben all den Ökonomien und anderen Reformen, die ich angekündigt habe, wird man auch einen besonderen Akzent legen auf den Kampf gegen Frauden. Das besonders an unsere sozialen Systeme nötig, dass wir uns besser aufstellen, gegen dieses Phänomen vorzugehen. Aber wir müssen eine Diskussion über eine große Steuerreform führen. Das ist schon ein Problem, dass der große Anteil von unserem Steuerabkommen über 70% von den Leuten kommt und nicht von Unternehmen, Kollektivitäten oder Kapital. Wir müssen natürlich international kompetitiv sein, aber wir dürfen nie den Fehler machen, die ökonomische Basis von unserem Wohlstand vorzubringen. Und aber müssen wir als Moos vom möglichen, vernünftigen und gerechten mit dem Problem auseinandersetzen, wie das wir ein anderes Gleichgewicht an als Steuerstruktur herauskriegen. Wir werden selbstverständlich, da das schon gesagt gehen, noch die Steuertabelle und die Inflation aufpassen, das ist der nächste Schritt, aber wir dürfen uns nicht die grundsätzlich Frohen an unserem Steuersystem drücken. Ich will aber auch par rapport zu der Intervention von meiner Vierrednerin sagen, dass für uns nicht Ziel ist, für die Familie steuerlich aufzuschaffen. Kann ich sicher Reformen machen, aber für die komplette Individualisierung dort zu pronieren, das ist nicht die Weg, die wir gesehen. Wir wollen das Land reformieren, dazu gehört auch die Verkehrsproblematik. Den Tram geht es lo. Wir waren lange gegen den Tram, geht es lo. Wir löst also größte Verkehrsproblem nicht, und das ist die Situation von den Frontalien. Als Autobahnen an der Straße sind allmählich verstoppt. Wir kriegen das Problem nicht mehr gelöst, weil wir die richtige Idee von der ADR endlich an Angriff holen. Diese Bund muss in der Stadt durchgeführt gehen, für mittelfristigen RER zu ermöglichen. Auch Großstädte im Ausland machen das, aber wir müssen auch auf den Weg gehen. Und all die Haut so, nee, die werden dann ein paar Jahre stehen und so, ja, das ist so. Den Tram ist nicht die Lösung. Ein Tram, den muss man nur Sinn gehen, und den muss eben die Hauptstadt und die peripheren Regionen mit nicht verbannen, wie das irgendwie ein Konzept kann gehen. Aber das ist nicht die Lösung für als Hauptverkehrsprobleme. Wir sind uns auch bewusst, dass wir den Flughafen müssen mit der Zeit ausbauen, aber so, dass die Nachbarschaft nicht leidet. Und da gibt es auch viele technische Probleme, oder nicht Probleme, aber Fortschritte, die das dann ermöglichen. Herr Präsident, das ist das letzte Budget für Gambia 2. Das ist ein Budget, das in diesem Land nicht die Perspektive gibt, die es braucht. Das ist ein Budget von einer Regierung, die keine Fantasie hat, den Herausforderungen in der Zeit nicht gewusst, sondern die nicht als Land als Interessen am anhört, mir just die Kompromisse, die an dieser Koalition nötig sind. Heute sehen wir, dass Leute aufhängen, als Land zu verlassen, weil sie keine Perspektive mehr sehen. Das verschärft noch das Problem, das dort besteht, dass ein immer mehr hohen Anteil von unseren Sozialleistungen an das Ausland transferiert wird. Wir wollen diesem Land neue Perspektive geben, an das Vertrauen, an seine Möglichkeiten, an seine Zukunft. Wir manipulieren nicht den Index, und wir bringen nicht den Triple A vor wie als Kollege von der SAP.
Wir bekennen uns zu einer Sozialpolitik an die geht nimmer mit gesunde Staatsfinanzen. Wir machen eine Energiepolitik, die als Land versorgt und aufsichert an Umweltschutz, das weiß ein rational Approach a kein Sektenaktivität op kächtende Leiit. Am mir net wie DP Abschnitte an Trächter, net nimme vun de Lokatären, mir vun de Proprietären, a mir vertreten eng liberal Wirtschaftspolitik. Etwas wird Leute, dat Kollege von der SAP, von der DP eng Zeitchen net mi mechen. Eisenengagement will ich ganz klar machen. Erstens, die Regierung schreibt ein Defizit von 2,8 Milliarden am Zentralstaat. Wir wollen den Defizit in kurzer Zeit auf Null bringen. Zweitens, wir leihen bei bald 30% vom Bruttoinlandsprodukt Schulden. Wir feiern den Schuldenquotient an der nächsten Legislaturperiode auf deutlich unter 23% zurück. Drittens, wir gehen diesem Land durch die nötigen Reformen eine gesunde Ökonomie zurück. Viertens, durch die Reform von unseren Sozialsystemen sichern wir Pensionen von den Jungen und verwandeln den Willewohlstum an ein qualitatives Wohlstum. Das Budget von dieser Koalition, Herr Präsident, stimmt da nicht mit. Das ist so nicht mehr. Merci, Herr Kartheiser.